Goedendag met Nanne. Daar sin ik nog eens mal weer. Ik wil je vandaag eens mijn belevenis met de vergetenen spoorbeuken vertellen. Als ik 1938 geboren word, doch gaf het van de stad een Glückwunsch und Spoorboek met een inlage van 8 Mark voor dat 6e kind van de familie. Het werd op mijn naam uitsteld und für mijn naam stond dat woord Fräulein. Nu doen dat ja nog wohl een paar jurkes, bis ik een Fräulein worden wil. Dat spoorboek wordt also bij dat familienstamboek in Schokarton legt und lacht door erstmal sicher. Und wordt vergeten. Dat tweede spoorboek heb ik mij zelfs verdient. Als ik zo in het 4e schooljaar war, schreef de Stadtsparkasse een Wettbewerb uit in de Schulen und mit dat Thema Viele wenig geben ein viel. Unsere Mama vertellt mir dann die Geschichte von den ollen August Hagel, die bei uns in der Stadt den größten Textilladen her. Als junger Kerl trok er mit seinen Plodden über Land und verkauft sie an die Buren in die Burschuppen. Er konnte die Lüde gut beküren und hol auch in die Stadt beste Kontakte. Later kon hij een laden aan de Kirkstraße neben de evangelische Kirche losmaken, wo man alles kaufen kon, so es Kleider und Kostüme für die Fraulü, Unterwäsche, Stieve Korsetts, Perlonstrümpfe mit Nord, fine Stoffkes, Stricktuch von der Firma Bleile, wat so gut war, dat het an de jüngeren Geschwister vererbt werden kon. Und es gab alles, was man so brauchte, tut nähen und flicken in Haushalt. Und jahrelang hier Fräulein Pölking das Regiment über die Kasse. Diese Geschichte über den ollen Hagel hab ich inregt. Ich weet noch den ersten Satz davon und die lut so: Ich kenne einen Mann. Ein paar Wochen later kamen 2 Mannslüde von der Stadtsparkasse bei uns in die Klasse und wollen die Gewinnerin von den Wettbewerb bekannt geben. Ich war ratzverdattert, als ich meinen Namen hörte. Damit hab ich mir liebe Tage nicht recht. Ich muss dann noch vorne an Pult kommen und die Gratulation und ein Sporbuch entgegennehmen, was auf meinen Namen ausgestellt wird. Auch mit Fräulein dafür. Und wo eine Inlage von 5 Mark indrogen was. Men dann hören ich, dat een von den Mannslü meine Lehrerin froch: Freut die sich gar nicht? Doch, sagt meine Lehrerin, aber sie zeigt es nicht gerne. Ja, soll ich vielleicht in Dreieck springen? Nee, so wat liegt mir nicht und das liegt mir auch von Tagen noch nicht. Ich nahm also das Sporbuch mit Stolz und graute innere Freude entgegen und dann kam et zu Hause mit dat innere Sparbuch in den Schokarton. Als mein Schwester Maria 40 Jahre later es een Balken in unser Öllenhus oprühmte, ich wär all lange verheiratet und wär auch wegtrocken. Da fand sie den ollen Schokarton mit den 2 Spoorböcke, Schulzeugnisse und Schulhefte von mir. Als ich mein Bruder dat an Telefon vertellte, bot er sich an, bei der Sparkasse es noch zu fragen, wat da nu eigentlich in all de Jahre all wohl mit Zinsen ablaufen wär. Men, da sagen sie dat die beiden Konten all lange löscht würden, wegen dat 30 Jahr keine Bewegung ob die Konten west wär. Und dann wurde dat immer so macht, dat die Sparkasse dat Geld inträgt und dat Konto löscht. Ach, wat hör ich doch als Schulkind oder läte es Fräulein dat Geld in bar ob die Hand hat.
wat Hermann sich dafür nicht als kaufen konnt. Ich hör mich von dat Geld ne graute Packung Buntstifte wie Holländers oder wie Hunsche an der Kirchstraße halt oder vielleicht einen bunten Gummiball, den mich ganz alleine zuhört. Et gab für uns Kinder damals ja kein Taskengeld. Ich wusste nicht ein Kind, wat ein eigen Portemonnaie her. Tja, nur wir als für die Kat. Ja, so kann schon in Leben. Manche Recht fand ich dat damals nicht. Ich frag mich, wo dat wohl laufen wär, wenn ich da ein paar 100 Mark auf dat Sparbuch hat her. Ich denke, dass sich dat für die Sparkasse nicht launen dei, extra die Kunden anzurufen wie so ein paar Märkskes. Aber sie wussten ja nicht, was dat für mich bedüden, und für mich wär dat damals ein Riekdom west. So, das ist nun meine Geschichte über die verkehrten 2 Sparböcke. Und nu halt jo Kriegel und ich sag, gut gaan.